Kuh im Schwedenlager. Wo zur Zeit vom 30-jährigen Krieg ein schwedisches Heer gegen Rheinfelden gezogen ist, sind die Bürger der Stadt von einem grossen Entsetzen gepackt worden. «Gott, hilf uns gegen das unbarmherzige Kriegsvolk», haben die Frauen gejammert und haben ihre Kinder, die brüllt haben, das Herz gedrückt. Die Männer sind mit bleichen Gesichtern auf dem Marktplatz zusammengestanden. Da ist der hochbetagte Schultheiss zu ihnen gekommen und hat gesagt: «Meine Lieben, lasst den Mut nicht sinken. Wir haben doch feste Wälle, feste Ringmauern und Tor. Unsere Ställe sind doch voll mit Vieh und unsere Speicher voll von Korn. Damit können wir uns gegen jeden Find verteidigen.» Bei dem tapferen Zuspruch haben die Bürger wieder Mut bekommen. «Recht hat er. Wir können uns schon verteidigen», hat es von allen Seiten getönt. Schon bald darauf sind die Schweden vor der Stadt aufmarschiert und haben frech verlangt, man soll sie sofort reinlassen. Von den Zinnen vom höchsten Stadtturm oben hat der Schultheiss zur Antwort gegeben: «Unsere Tore machen wir nicht auf. Verschwindet dort, wo ihr hergekommen sind.» Die trotzige Rede hat die Schweden in grosse Wut versetzt und ihr Hauptmann hat den Offizier und Soldaten befohlen, die Stadt einzuschliessen und alle Quellen abzugraben. Weiter hat er befohlen, alle Kanonen aufzustellen und Brandpfeile parat zu halten. Hei, wie sind da die Kugeln von den schweren Geschützen an die Ringmauern, Tor und Türme der Stadt donnert. Überall sind brennende Pfeile umgeschwirrt. Da ist ein Loch in die Mauer gerissen worden, dort hat ein Dach angebrannt und dort ein Erker. Und all die verwundeten Männer und Frauen in der Gasse. Die tapferen Bürger von Rheinfelden aber haben sich nicht entmutigen lassen. Haben die Schweden in die Stadt geschossen, haben sie von den Ringmauern ins Schwedenlager rausgeschossen. Jedes Loch ist geschwind ausgebessert worden, jeder Brand gelöscht. Ja, ein paar Mal sind die Rheinfelder zur Nacht sogar ins findliche Lager eingedrungen und sind mit einer grossen Beute in die Stadt zurückgekommen. Die Schweden haben aber die Belagerung einfach nicht aufgeben. Da sind in der Stadt langsam die Lebensmittel ausgegangen. Das Brot ist immer knapper geworden. Fleisch hat es immer seltener gegeben und zuletzt hat es in ganz Rheinfelden nur noch eine einzige Kuh gehabt. Wir haben Hunger, haben die Kinder gerufen und haben vor lauter Not halt doch in die Runkel gebissen, wo man ihnen als Nahrung gegeben hat. Die Mütter sind schon ganz abgemagert gewesen und die Männer sind immer kraftloser geworden. Der eine oder andere hat gedacht, wenn das noch lange so weitergeht, bleibt uns zuletzt nichts anderes übrig, als entweder unsere Stadt im Find zu überlassen oder vor Hunger zu sterben. Schliesslich haben sie zueinander gesagt: «Jetzt metzgen wir die letzte Kuh und essen uns noch einmal so richtig satt. Und dann beraten wir, ob wir die Stadt aufgeben oder verhungern.» Da ist der Schultheiss in den Kreis der Bürger getreten, hat den Metzger beim Arm gepackt und gesagt: «Halt! Langt die Kuh nicht an! Ich habe euch einen anderen Vorschlag. Statt dass wir das Tier schlachten und essen, treiben wir es lieber ins Schwedenlager. Dann meinen die Schweden, wir hätten noch haufenweise Vorräte. Und wer weiß, vielleicht geben sie dann die Belagerung endlich auf.» Hei, da ist Leben in die müden und schon ein bisschen verzweifelten Menschen gekommen. Die einen haben gerufen: «Was für eine gescheite Kriegslist!» Die anderen: «Was für eine Dummheit!» Und die Dritten: «Stimmen über den Vorschlag vom Schultheiss ab und dann wird ausgeführt, was die Mehrheit beschließt.» Und tatsächlich, die Mehrheit war für die Kriegslist. Hei, wie ist da die Kuh gestriegelt und putzt worden. Zuletzt hat man dem guten Tier noch ein Spinnrad zwischen die Hörner gesetzt. Und auf dem Schriftband hat es geheissen: «So wenig die Kuh lernt spinnen, so wenig kann der Schwede Rheinfelden gewinnen.» Dann hat man das Stadttor aufgemacht, die Zugbrücke runtergelassen und der Kuh einen Klapp gegeben. Und schon ist sie mit lautem Brühl ins Schwedenlager gestürmt.
Was haben da die Schweden für Augen gemacht, wo die Kuh holteri-polteri durchs Lager galoppiert ist? Von allen Seiten sind Soldaten zu Rennen gekommen und haben das Tier von hinten und von vorne bestaunet. Zuletzt haben sie mit finsteren Mienen gemeint, wenn die Rheinfelder noch so feisse Kühe haben, dann müssen wir noch manche Monate hier lagern. Dabei haben wir schon fast alles Pulver verschossen und zu essen und zu trinken jetzt auch fast nichts mehr. Schliesslich hat das ganze Heer dermaßen angefangen zu brummeln, dass im Hauptmann nichts anderes übrig geblieben ist. Er musste zum Aufbruch und Abmarsch blasen. Ritter, Tross und Fußvolk sind mit lautem Murren davongezogen. Zum Glück haben sie den Jubel nicht gehört, wie es aus der tapferen Stadt tönt hat. Die Schweden sind weg! Die Schweden sind weg! So hat es durch alle Gassen tönt. Und in der übergrossen Freude haben alle, gross und klein, vom Rathausplatz getanzt. Dann sind die Stadttore weit aufgemacht worden. Und von starken Rosszogen sind Wagen mit Korn, Äpfel, Fleisch und Käse in die Stadt hineingefahren und haben all dem Mangel, all dieser Angst und Not ein Ende gemacht. Die Geschichte der Kuh im Schwedenlager wird noch heute in Rheinfelden den Kindern erzählt.